Das ist so, als wenn... Warst du schon mal in Kevela? Warst du schon mal in Kevela? Das ist so, als wenn du den Papst fragen würdest. Es ist so, als wenn du den Papst fragen würdest, waren Sie schon mal in der Kirche, ja? Hör mal, ich bin ein katholischer Junge. Kevela, ja? Ach, mein Gott, da wohnt die Mutter meines Juniorchefs, ja, die Mutter Jottes, die hat da einen Zweitsitz, ja. Das ist der zweitgrößte Wallfahrtsort nach Altötting, ja. So, Sie sind dran. So, klar war ich in Kevela, ne? O Herr, erhör uns still, Joscha, wie gehst du weg nach Kevela? Da haben wir, kennen Sie das? Ja, das ist ja... Wie ist das denn hier? Aber Niederrhein hat schon so eine Elemente, weil du redest, wie gesagt, ja, auch für der Niederrheiner, der hat diese gewisse Melancholie und der hat aber diese Tiefe, der hat den katholischen Sumpf. Der größte Kabarettist aller Zeiten ist ein Niederrheiner, Hans-Dieter Hösch, der hat ja mal gesagt, der Niederrheiner versteht nichts, kann aber alles erklären. Ne? Das ist ganz wichtig, ne? Das ist der Niederrheiner. Wunderbare Gegend und wunderbare Mensch. Es geht ja hier in der Sendung Blöschko und die Rampensäule, Blöschko und ich, die Rampensäule sind die anderen, du auch, geht es ja um Nachwuchskräfte. Ich habe in der letzten Zeit, wenn man sich so umguckt, ne, wen holst du rein, habe ich irgendwie festgestellt, dass wir so eine Art Zwiegesprächssterben haben im rheinischen Karneval. Ist das so? Das weiß ich nicht, ob wir wirklich ein Sterben haben. Ich fürchte, die zeigen viel zu wenig Zwiegespräch. Die zeigen ja immer dieselben Pappnasen, du und mich und ich und dich. Ja. Ist unangenehm, Quatsch, oder? Ne? Ist doch furchtbar. Ja. Wir haben wirklich hervorragende Zwiegespräche. Das ist ja nach dem legendären Colonia-Duett, ist das ja eigentlich das Salz in der Suppe. Und ich meine, es kommt da sehr, sehr viele saugute Sachen, rampensaugute Sachen. Deswegen haben wir natürlich auch ein Wortspiel. Willibert, hätte ich einen Preis zu vergeben für Paten, du würdest ihn bekommen. Ja. Rampensaugute Wortspiele hier im Westfälischen Rundfunk. Willibert, pass auf, deshalb, ich greife mal gerade auf, was du gesagt hast. Wir haben natürlich dann dich als Partner genommen, auch für ein Zwiegespräch, was du uns mitgebracht hast. Und die kommen tatsächlich aus der Ecke von Kevela. Bis Jeck! Ist der Hammer. Ja, super! Ja, wir schlagen der Brüste. Ja. Wie gesagt, seit 15 Jahren alle Säle des Rheinlandes rockt und dies immer weiter tun wird, das weiß ich. Seien Sie mit uns, seine Gemeinde, Willibert Pauls. So ein Einzugsmarsch habe ich schon noch nicht kriegen, ne? Wisst ihr, das Schöne, ich habe das so überlegt, da war der Niederrheiner, dann weiß ich, wir haben viele Westfalen im Programm, der Rheinländer sowieso. Ich finde das so schön an unserem Nordrhein-Westfalen. Das ist ja eigentlich ein Kunstgebilde, Nordrhein-Westfalen. Aber was da für herrliche, verschiedene Mentalitäten in einem Land sind, das ist wunderbar. Und über jedes Land kann man einen entsprechenden Witz erzählen. Ich habe zu Hause ein Buch, ist jetzt wirklich wahr, Weisheitssprüche aus ganz Deutschland. Ich habe natürlich überall nach Westfalen. Der erste Spruch, den ich sage, ist so typisch, ja. Da stand dann westfälischer Weisheitsspruch, Double Point, ja. Erbsensuppe zum Abendbrot, morgen sind die Flieger tot. Laufst doch nicht am Ende. Trinkst du dir ein Bier dabei, ist der Hof insektenfrei. So, jetzt können wir klatschen, das war's dann. Und für den Rheinländer eine typische Geschichte. Ich kram dann immer beim Tünnes, beim Antonius. Ne? Der Tünnes, das sind so herrlich, diese alten rheinischen Witze. Nur ein Beispiel für den Rheinländer zum Schluss. Der Tünnes morgens früh aus der Wirtschaft. Natürlich ist er der Einzige auf der Straße, die anderen sind alle im Bett. Aber Freude singen durch die Straßen von Colonia. Er hört plötzlich laut und deutlich eine Stimme. Eine Stimme, die ihn eindringlichst warnt, ja? Aber eine so klare Warnung, ja? Tünnes, zurück! Er zurück. Ein Auto hätte ihn erwischt, wenn die Stimme ihn nicht gewarnt hätte. Der lurt sich um. Vielen Dank für die Warnung. Wer war das? Die Stimme antwortet, ich, dein Schutzengel. Hey, Schutzengel? Ja, ich kann dich schon ja nicht sehen. Für die Berlinerin, ich kann dich nicht erkennen. Ja. Ich bin unsichtbar und sitze auf deiner linken Schulter. Hey,
Ja, dann passen Sie es auf. Kannst du hier runter, Jon? Für die Berlinern kannst du hier hinabschreiten. Kann ich? Ja, dann dunnest du, Engeru. Bist du da? Ja. In meiner Hand? Ja. Dort drin? Ja. So, jetzt halte ich dich. Wo warst du, als ich geheiratet hab? Kusch. Das sind die kleinen Geschichten, die so den reichen Schatz unserer Heimat mit all ihren unterschiedlichen Mentalitäten beleuchtet. Und deshalb sage ich auch jetzt zum Schluss, ob alt, ob jung, ob Rheiner oder Westfale, der Karneval ist in unserer aller Herzensschale, mir fiel kein anderer Reim ein, ja. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Es leben die Rampensäue und Rampenferkelchen. Seht, der Berg ist schön jung. Dankeschön.